Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph, ich noch am Lycée an. Boah, ich gehe mal davon aus, ihr wisst, für wer da hier sieht. Den Video hier ist am Anfang ein Video, wo ich 3 Examensexerzice mache, in diesem Fall Prüfsamplen. Wenn da keine Ahnung hat, wie Prüfe gehen, wenn der Regeln nicht kennt, der Roden, ich gehe das für dich lehren, guckt die anderen Videos und schon ein paar gemacht, wo ich erkläre, wie die Sachen funktionieren und auch ein Survival Guide. Und auch gemacht, wenn du willst weiter gucken, ich erkläre einfach 3 Examensexerzice, 3 Prüfsamplen. Ja, die musst vielleicht ein bisschen verstehen, was es geht, wie ihr überhaupt könnt verstehen, was ich machen. Wenn da Regeln schon einige kennt und ihr wollt kommentieren Exerzice, dann viel Spaß beim Nugucken. Lo fängt mal an Formularen an, die sieht Juni 2018, Prüfsample, schon 2 Prämissen noch am Blick, B am Blick C, das ganz nähert an die EC an der zweiten Teil, an meiner Konklusion aus am Blick A. Boah, lass uns froh, wie kommen ich von meiner Prämissen hier op meine Konklusion, wie soll das gehen? Und sich ist es ganz einfach, es muss gehen, weil ich weiß, dass der Resonanz valid ist. Das heißt, irgendwie muss es gehen, ich muss eben die richtigen Regeln anwenden, um dahin zu kommen. Wenn wir mal ein bisschen viel evaluieren, die sieht hier an der Konklusion, habe ich den A, und an meiner ersten Zahl habe ich auch ein Buchstabe A. Los und froh, wie komme ich von den Mengen an den anderen? Ja, ich muss die erste Zahl also nicht brechen. Wahrscheinlich geht das just mit einem Modus Toleranz. Da kriege ich zum Beispiel mein A. Lass uns froh, wie komme ich vom am Blick A auf den A oder umgedreht vom A auf den am Blick A. Da geht es so gesagt von der Addition. Wenn ich nur A hat, kann ich zum Beispiel den dabei sitzen. Ich schon einfach in meiner Konklusion eine Implikation. Das heißt, ich müsste vielleicht eine Implikation machen von der Zahl. Dann hätte ich nicht A impliziert und dann müsste ich dort an die richtige Reihenfolge springen, den ist für 4, dann müsste ich eine Kontraposition machen, da gebe ich kreieren nicht impliziert A. Das Problem ist, die sieht ich schon hier auf meinem nicht eine Negation zu viel, das heißt, wenn ich hier Empfang müsste machen aus nicht dann hätte ich hier nicht das wäre eine Doppelnegation und die gebe ich dann nicht ausschreiben und ups. Zu viel ausgemacht. Voilà, dann hätte ich mein Resultat. Problem geregelt. Los, froh, wie komme ich von der heutigen Zahl? Ich kann rausfinden, wie ich am Anfang von der heutigen Zahl rüber sprangen, ob die dort sind. Los, froh, wie komme ich auf meinen Modus Toleranz? Ja, dann proposieren sich, dass wir einfach mal den Exerzice an der richtigen Reihenfolge machen und dann gesiedelt hoffentlich. Das was ich noch gemacht und sind am Anfang just die präliminären Evaluierungen, wie kriege ich den Exerzice geregelt. Auf verschiedene Fälle wie dem heute noch ist relativ einfach, weil ein Exerzice nicht so schwer ist. Die nächsten Exerzice sind ein bisschen schwer, schon mir härter geholt, weil den heißt wirklich easy. Also, machen wir mal das Blatt eigentlich frei oder respektiv, wenn die an der Prüfung sitzt oder am Examen, mache ich ein Brüder neben drin und dann schreibe ich das hin auf. Naja, schlimm und einfach los. So, wenn der Exerzice guckt, die sieht an der zweiten Zahl, DEC, hat eine Konjunktion, und eine Konjunktion, das jetzt nur eine Simplifikation. Das heißt, ich hole mal den D raus und viertens hole ich mal den C raus. Und dann schreibe ich da hin, Simplifikation. Und dann schreibe ich da hin, Simplifikation von der Zahl 2. Technisch gesehen breche ich den D gut nicht mehr, weil die Buchstaben, die können nämlich 4 am ganzen Exerzice mehr schon einfach gemacht, für zu machen. Lo sieht ich schon hier ein C und hier habe ich auch ein C. Und ich hatte ja gesagt, ich will einen Modus Toleranz machen. Das heißt, irgendwo muss ich B am Blick C kreieren. Das ist ja dann hier der Konträr hier von. Dann kann ich meinen Modus Toleranz machen, für den A zu kreieren, den ich am Anfang evaluiert habe. Bon, lass dann froh, wie komme ich von B am Blick C? Wie komme ich von C auf B am Blick C? Mein System ist genau dasselbe. Ne? Ich mache mit Addition nicht B dabei und dann mache ich daraus eine Implikation und dann mache ich eine Kontraposition und dann habe ich B am Blick C. Das heißt 100. Ich muss das just an die andere Reihenfolge machen. Dafür ich lege mal einfach los. Ich fange hier mit der 4. Zeile an, also ich fange hier weiter. C oder, was hatte ich gesagt? Nicht B. Die sieht, das wird schei gemacht und das hatte ich gesagt, das ist eine Addition bei Zahl 4.
Wann ich das tun, da gehen wir bei die nächste Zeile, dann machen wir sechstens aus einer Disjunktion, die ich hier habe, hätte ich gerne aus der Disjunktion hätte ich gerne eine Implikation. Das ist das Gesetz von der Implikation, angewandt auf Zeile 5, da kriege ich C niert, dann nicht B mit dem geschieht nichts, ja, dann habe ich das. Und da sind ich hier bei der heutigen Zeile, wie kriege ich eine Implikation umgedreht, sodass der höchste Buchstabe 4 steht und der 4. Buchstabe hannen. Das ist das Gesetz von der Kontraposition, angewandt in diesem Fall auf Zeile 6. Den ersten Term, die geht näher, das heißt hier, den nicht B, die geht näher, das geht am B, und den nicht C, die geht näher, das geht C, und im Moment kriege ich B implique C. So, ich meine Zeit für ein bisschen zu putzen. Voilà, B implique C, und dann was gesehen ich? Hier steht B implique C, hier steht, wann A falsch ist, dann ist B implique C falsch. Ich gesehen einfach in meiner 7. Zeile, dass B implique C richtig ist. Das heißt, das lässt just eine Konklusion zu. Achtens, das lässt just eine Konklusion zu, denn nicht A aus der ewigsten Zeile, die muss falsch sein, also habe ich A. Das ist dann ein Modus Toleranz von den Zeilen 7 an 1. Und passt auf, ihr seht schon hier ein bisschen angefangen schief zu schreiben, das ist nicht so clever und das wirkt nicht so gut an den Prüfungen. Pass auf die Sachen auf. Voilà, lo habe ich dann A, und da sind wir bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich muss genau das machen, was ich bislang gemacht habe. Ich hatte ja gesagt, bei meinem A sitzen ich bei Addition den E dabei, nicht von nicht E. Addition zur Zeile 8. Dann mache ich daraus eine Implikation mit dem Gesetz von der Implikation, wenn ich anwenden auf Zeile 9. Da kriege ich A nie, denn nicht da geschieht nichts damit. Ja, und dann 11. mache ich eine Kontraposition von der Zeile 10. Und dem Moment drehe ich Buchstaben nicht E implique, nicht A, Quatsch, E implique A. Ja, das von der Aufhängung Negationen zu suchen, wo keinen Sinn. Und was stellen wir fest? E implique A, E implique A, fertig. So, Prüfsample hier. Gemischt, das gebe ich so, ohne größere Komplikationen. Wie das da wahrscheinlich so überlegt wie ich, also ist das halt zu viel einfach. Dafür gehen wir einfach rüber bei ein bisschen mehr Schweres. So, als zweiten Exerzice, bei denen hat es ein bisschen schwer. Ja, du siehst doch, die Buchstaben nicht alle dieselbe Größe. Konklusionszeichen hier, das ist auch auf der Hand gemacht. Also, das Programm ist gut, mit dem ich das mache, aber das ist nicht perfekt. Bon, das ist egal, die kriegt gelesen, was da steht. Wir sind am Juni 2009, Prüfsample, das heißt genau das erste Schema wie bislang. Wir haben 3 Prämissen in diesem Fall und wir sichern Konklusion nicht C. Wenn wir mal gucken, nicht C heißt der Buchstabe C. Das heißt, wenn der Mat evaluiert, wie beim Exerzice drin, wir schon ein bisschen am Vierfall evaluiert, denn C aus Hannen an dieser Klammer. Das heißt, wenn ich die rauskriege, wird das Resultat, und normalerweise kriege ich die Klammer als Resultat bei einem Modus Ponens. Den Modus Ponens kriege ich aber just, wenn das dort stimmt. Das heißt, ich spreche irgendwo A implique B. Bon. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass die erste Zahl, die ich hier stehen habe, auch die letzte ist, die ich werde auseinander holen. Wenn da guckt, die hat hier eine Konjunktion. Das heißt, du kannst eine Simplifikation machen, da kriege ich zum Beispiel nicht A. Wenn ich nicht A holen und du den B dabei sitzen, per Addition, was absolut gut kein Problem ist, und ich gehe daraus eine Implikation machen, dann hätte ich, guckt, A implique B. A implique B ist das, was ich gesagt habe, A implique B, für den Modus Ponens zu machen, für C implique D rauszukriegen. Bon, dann hätte ich C implique D. Das Problem wäre, dass was mir in dem Moment fehlen, wenn ich C implique D hat, die ihr seht, ich brauche nicht C. Naja, nicht C wird Resultat, wenn ich die zwei Zahlen hier hole, von einem Modus Toleranz. Boah, für Modus Toleranz zu machen, brauche ich nicht D. Du hast dann froh, wo kriege ich denn nicht D hier? Naja, den ist hier. Das heißt, irgendwo muss ich die Zahl also holen. Wenn du guckt, die braucht hier
H oder R für das zu machen. Wenn dann die heute Zahl holt, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, du kriegst auch den nicht A hier. Ich kriege ein H. Du kannst einfach per Addition den R dabei setzen. Und dann hätte ich zum Beispiel hier bei dieser Zeitmöglichkeit den Modus Ponens zu machen. Da gebe ich nicht D an, nicht Q kriegen und ihr wisst, hier in Konjunktion, das ist eine Simplifikation. Und dann hätte ich mein nicht D. An dem Moment habe ich den Exercice schon am Anfang gelesen, ohne überhaupt irgendetwas geschrieben zu haben. Bon, wenn ihr das heute zu schnell gegangen ist, dann empfehle ich euch, sitzt die Lunake da hin, macht das Video aus, schreibt das heute auf, dann gehabt, ne? Und dann probiert ihr den Exercice selber ein bisschen zu machen. Oder gibt den Survival Guide gucken, wenn ihr den Survival Guide geguckt habt, da wisst ihr, ganz wichtig, dass das echt, was ihr müsst wissen, wenn da eine Zahl hat mit einer Konjunktion dran, dann macht er eine Simplifikation. Immer direkt. Ich gehe so an 100% von den Fällen aus, das richtig, was ihr könnt machen. Da kriegt ihr in diesem Fall nicht A an, die kriegt H. Das ist dann, voilà, Simplifikation von der zweiten Zahl. Was machen wir mit diesen Sachen? Am Anfang genau das, was ich gerade schon am Brainstorm erklärt habe. Sechstens, den H zum Beispiel. Wenn ich da per Addition ein R dabei setze, Addition zur Zahl 5, in dem Moment stelle ich fest, ich kann H oder R, H oder R, das heißt, ich könnte einen Modus Ponens machen. An der Zahl 7 hätte ich dann in dem Moment nicht D an, nicht Q. Modus Ponens von den Zeilen 3 an 6. So, lasst froh, wie finde ich weiter. Der vierte ist, wenn ich verschiedene Zeilen schon benutzt habe, dann ist das Risiko, dass ich sie benutzen, extrem klein. Das heißt, die Zahl kann ich mal a priori vergessen. Die zwei Zeilen hier vergessen ich für den Moment auch an. Die heutigen Zahl vergessen ich für den Moment auch. Und die heutigen Zahl vergessen ich für den Moment auch. Bon. Was stelle ich fest? Ganz wichtig, und das ist wichtig, dafür ich die Sachen noch rot markiert, dass dann einen Überblick behält. Es geht just um die Zeilen, die noch wichtig sind. Hier hat er zum Beispiel eine Zahl, da hat er eine Konjunktion an. Da tun sie schon wie oft gesagt. Die Konjunktion jetzt nur eine Simplifikation. In diesem Fall von der Zahl 7. Du hast froh, wie ein Buchstabe holen wir raus. Ich kann die 2 rausholen, mir in diesem Fall weiß ich, dass ich just noch den nicht D brauchen. Du guckst näher als mir 4. Und dafür schreiben wir just den nicht D raus. So, wenn wir nur gucken, lo habe ich am Funk die Zahl noch und schon die 8 Zahl, die noch wichtig sind. Und die erinnere dich vielleicht, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass ich einen Modus Ponens von der echten Zahl mache und dann einen Modus Tollens von der Klammer habe. Das heißt, hier mache ich nur Modus Ponens, nur dem ich von dem Ganzen hier einen Modus Tollens gemacht. Wie komme ich dazu? Die erinnern dich auch noch vielleicht, ich hatte die heute Zahl zwar schon rot markiert, das war bis 4 eilig, die habe ich noch nicht für 2, wahrscheinlich noch nicht benutzt, ich habe sie just gemacht. Dafür ninktens, ich mache hier bei meinem nicht A par Addition ein B dabei, Addition zu Zahl 4. Und wenn ich Start gemacht habe, dann meine ich also zinktens eine Implikation. Das ist dann Implikation zur Zahl 9. Da kriege ich hier nicht A, das geht A, Implik B. Und in dem Moment stelle ich fest, A Implik B, A Implik B, ist genau dasselbe. Und die erinnern dich hoffentlich an die Geschichte mit dem Modus Ponens. Heißt P, heißt Q, heißt P. Wenn ich P Implik Q habe, und ich weiß, dass der P stimmt, dann kriege ich Q. Und in diesem Fall ist Q, C Implik D dafür. 11. A Implik B, Implik C, Implik D. Das ist die eine Zahl, die 2 Zahl aus meinem 10. Das ist Modus Ponens von 1 auf von 10. Was kriege ich? C Implik D. Das habe ich geklärt. Also 12. habe ich nicht C. Wo könnt ihr hier? Guckt, hier C Implik D. Und hier das sind die falsch. Das ist ein Modus Tollens. In diesem Fall von den Zeilen 11 und 8. Aber jetzt stellen wir fest, wir haben C gebraucht und ich gesehen, dass ich irgendwo in der W auch die Konklusionszeichen heim aus der Kreatur, dafür Konklusionszeichen. Voilà, und schon das, was ich gebraucht habe. Und ihr seht, wenn ihr das hier so guckt, erstens schon hier
Klammer vergisst. Und zweitens, ein Exerzice ist relativ kompliziert. Wenn du halt zum Beispiel guckst, die hat aus der halben Zahl P oder Q impliziert R, hier hat er P gehabt, hier hat er Q gehabt, hier impliziert das den R, da hätte ich können dem nur für eine Distributivität machen, dann hätte ich ein Monster gekriegt. Hat mich nicht unbedingt weitergebracht. Bei der irrwischter Zahl, du hättest sich können evaluieren, vielleicht, stell ich mal vor, hier wäre P, hier wäre Q, hier wäre R, dann hätte ich P implique, Q implique R gehabt. Hätte ich mal können evaluieren, ob das nicht vielleicht eine Exportation gewesen wäre. Mir baut das wie mit all den Sachen, Distributivität und Exportation, das sind Gesetze, die will da wirklich nehmen aufwenden, wenn absolut so gar nicht mehr geht. Sie sind, also wenn das beherrscht, kein Problem, wenn das nicht beherrscht, sie können ihr verwirren. Also das sind Gesetze, die will da just benutzen, Distributivität und Exportation. Am richtigen Moment, weil sie normalerweise bringen sie ganz viele Buchstaben auf Blatt an. Eigentlich will ja ganz viele Buchstaben vom Blatt wegholen. Dafür passt ob, wann das benutzt, und geht mich auch ohne. Aber ja, das ist das geklärt. Dafür gebe ich proposieren, dass wir bei den nächsten Exercice rübergehen. So, gesida Juni 2006 am Repêchage 3 Prämissen eng Konklusion an dat scheinst ass an Ärer Konklusion gesida die Hut net P oder R, dat hecht et geht am Fong du, dats da entweder net P oder den R fand an der kann per Addition den andere Buchstaben beisetzen. Dat hecht, du musst net unbedingt net P oder R am Exercice fannen. Wann der lo den Exercice us sech guckt, gesäit lo net besonders prickelnd aus. P implique, P équivaut à Q an der ersten Zahl, an der zweiten Zahl nicht R implique no T an, und der dritte Zahl Q niert an S niert oder T. Ja, habe ich ein ganz gut, nur recht die dritte Zahl, die gesagt aus, wie wenn sie unbedingt wählt, mit dem Gesetz von der Distributivität benutzt gehen. Mir immer dazu kommen, proposieren ich, dass wir die Echtzahl mal verdickt machen. Wenn da nämlich P équivaut à Q hat, dann hat er P implique Q und die hat Q implique P. Das ist das Gesetz von der Äquivalenz angewandt auf Zahl 1 und wenn da guckt, die hat eine Konjunktion hier und eine Konjunktion, das jetzt immer nur eine Simplifikation. Für fünftens und sechstens kriege ich dann P implique Q an Q implique P, Simplifikation von der Zahl 4 an. Voilà, das ist schon das gewonnen. Bon, kann ich mal davon kaufen, nicht direkt, vielleicht ist es da doch Quatsch. Aber mal gucken. Wenn da nämlich guckt, die hat ja an ihrer Konklusion noch P oder R, aber ja nicht P oder R, stelle ich mir hier dem Mat eine Implikation. Davon hat er P impliziert R, hier habe ich P implique Q. Hei hunnech den R a hunnech de Q, Jegentéi vielleicht kann en sech Storeiser hin no en Syllogisme Hypothetik erkämpfen. Bon, mal gucken, wir wissen noch nicht. So, dann fuhrmal mal weiter. Mit der zweiten Zahl gesehen ich nicht wirklich direkt, weil ich kein machen. Par contre, mit der dritten Zahl, da kann den eine Distributivität machen. Das kann den aber auch vielleicht eine Kommutativität machen. Das heißt, 7. hätte ich dann T oder nicht Q an nicht S. Das wäre dann eine Kommutativität von der Zahl 3. Und dann, was bringt das mal vor, der Möschlo? Ja, dann meine ich eine Implikation, dann hätte ich nicht T impliziert, Q nähert an S nähert. Das wäre dann die Implikation angewandt auf Zahl 7. Und was bringt das mal? Ja, guckt hier eine Implikation. Hier eine Implikation, und ich schon hier nicht T haben, hier nicht T4. So, nächstens meine ich dann eine Syllogisme Hypothetik. Nicht R impliziert Q an net S, Syllogisme Hypothetik von den Zeilen 8 an 2. Heute hat mich noch 4 gebraucht. Ich weiß nicht. Wenn ich nämlich noch gucken gehen, ich schon hier de Q an schon hier ein Q an schon hier ist wo ein Q. Wie gesagt, die Lastzahl, die gesagt verdächtig, also die Lastzahl hier, das du gesagt verdächtig no P implique R aus der Test, was ich probieren als Zahl
5 zum Beispiel irgendwie mat der Heitenzahl zu kombinieren, dass man daraus ein Syllogisme Hypothetik können machen. Das Problem ist, ich bin nicht 100% sicher, wie das soll gehen. Oder ob die überhaupt soll gehen, das sehen wir dann alle Sekunden. Gut, wenn ich Teil 9 gucken, das kennt eng Distributivität an, wann der Blatt mit der richtigen Viernischlein hat, bei den Distributivitäten, die sie unterriert können bei der Logiken. Da sind wir am 4. Fall, P impliziert Klammer auf Q an R Klammer zu, das heißt Hi. Man ist genau dasselbe, just das Hi denn nicht R mehr P ist, das heißt nicht R impliziert nicht Q an, nicht R impliziert nicht S Klammer zu, Distributivität von der Zahl 9. Und was ständig fest, schon Remenke eng. Konjunktion an en Konjunktion jetzt nur enger Simplifikation der Tisch 11 an 12 manch dann net R impliziert net Q an net R impliziert net S Simplifikation von der Zahl 10. Lo aus natürlich der Punkt ich bin mir sicher die halten Zahl die werde ich nie mehr brauchen. Wat gesimmer heinech net R impliziert net Q an heinech P impliziert Q. Dat heißt, das immer menggem Ziel, wenn ich für genannt auf hier Syllogisme Hypothetik zu machen, schon viel Minuten für 13. wird brächtig für Syllogisme Hypothetik können zu machen. Man guckt schon enke hier de Q hannen an heinechen enke auch hannen. Für Syllogisme Hypothetik zu machen, brächte ich die Q auch ein 4. Das heißt, was ich zum Beispiel machen, ist, hier einfach meine Zahl 11 umzudrehen mit einer Kontraposition. Von der Zahl 11, und dann kriege ich Q impliziert R. Und dann noch ein P implique Q. Q implique R. Meine ich durch also Syllogisme Hypothetik, da kriege ich 14. P implique R Syllogisme Hypothetik, mal passt nicht als auf Nekran von den Zahlen 5 an 13. Hi, P implique R. Der Sprung von P implique R auf non-PUR, das war eine Implikation. Das heißt, das Einzige, was ich noch muss machen, ist eine Implikation. 15. nicht P oder R. Implikation, angewandt auf Zahl 14. Und dann sind wir fertig. Hier habe ich non-PUR. Hier habe ich non-PUR Gesicht. Voilà. Pro Jahr wasch gemacht. Und fertig. Und du dritt. Den Exercice ist geklärt. Bei den heutigen Exercice, den a priori gesagt, noch ein bisschen schwer aus. Das wird mich bei den Exercice nicht mehr nervt. Das sind die heute Sachen, Distributivitäten. Ja, nicht von der extra schwer wäre mir, wenn ich eine Distributivität mache, muss ich mich immer daran erinnern, hey, was mir P, was mir Q an der zweiten Konjunktion, könnt ihr dann anklammern, könnt ihr Zwischenklammern oder ich eine Tendenz zu vergessen, dafür nervt das mich. Mir so am größten Ganzen gebe ich schon aus der Exercice noch nicht zu viel kompliziert. Wenn dir nach Fragen hat zu diesem Video, dann schreibt mir. Und zwar podcast@lc.lu. Wenn ihr Fragen zur Logik habt, dann gebe ich empfehlen, fragt lieber Ihren eigenen Prof. Also ich wäre Ihren eigenen Prof. Und ja, für den Rest, für Kommentare oder Feedback sind ich immer ganz dankbar. Und vielen Dank fürs Gucken. Bis demnächst.